Gute Abend, ihr Leute. Wir haben heute Samstag. Ey, heute war es sonnig, oder? Das war doch mal richtig schön. So gerade das Kontrastprogramm zum vergangenen Samstag war also wirklich um Welten besser. Fast schon ein bisschen zu warm. Nee, also ich fand es halt gut, so wie es war. Und wir hatten ja heute Tennisspiel mit den Kinders. Jo, also es war die erste Saisonniederlage am vierten Spieltag. Ja, war unnötig, ne? Muss man echt sagen, war unnötig. Ich weiß nicht, ich kann denen ja nicht so gut zugucken. Das ist so, das wirkt streckeweise so lustlos, ne? Also die sind nicht lustlos, ja. Aber so wie sie da über den Platz schlappe, wirkt dann manchmal so. Ähm, Ich würde wirklich richtig gern mal so Videos sehen oder sowas von, keine Ahnung, vor 28 Jahren oder so, wie das bei mir ausgesehen hat. Ob ich dann auch so über den Platz geschlappt bin oder ob ich das irgendwie damals anders da war bei uns. Weiß ich nicht mehr. Jo, was steht heute jetzt an? Nachdem das letzte Mal ja eher so weniger gut funktioniert hat mit dem, ja, mit dieser in Anführungszeichen Generalprobe, würde ich sagen, müssen wir das heute nochmal versuchen. In der Hoffnung, dass das diesmal besser klappt. Test 1. So, männlich. Klasse hatte man, glaube ich, Bandit, ne? Hab mir das doch hier irgendwo aufgeschrieben. Hier, Bandit. Gabe, haben wir den Generalschlüssel am Start. Figur, alle, jo, normal. So. Annehmen. Also beim letzten Mal, das ist ja echt, das war nicht so gut, ne? Ich bin heute auch irgendwie ein bisschen fertig, muss ich sagen. Wenn man so den ganzen Tag in der Sonne ist, das tut schon, das haut schon drin. Das muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? A land of grey crags, arched trees, and So. Also im Anfangsgebiet ist normalerweise okay Thema. Das kriegen wir hin. Da sollte jetzt wirklich nichts schief gehen. Schon lustig, ne, dass der Kackerschlüssel im Kacker ist. Ich glaube, in der Zwischensequenz hat man gesehen, dass der den von oben runtergeschmissen hat oder so ähnlich. Wir nehmen natürlich wieder alles mit, was geht an Punkte, egal wie viel oder wenig das ist. Klar. Ist schon der Unterschied zwischen 20 Han und nicht Han. Wir müssen auch mal gucken, wie lange wir heute machen. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen fertig. Aber ich würde schon, also, wir gucken mal. Wir gucken mal. Zum Taurus-Dämon auf die Brick kommen wir mal auf jeden Fall, würde ich sagen. Die Gargoyles wollte ich eigentlich vielleicht auch schon mal machen. Ob wir dann viel weitermachen, müssen wir mal gucken. So. Ach so, da haben wir doch die Axt am Start. Dann rüsten wir die Shade aus. Ist der jetzt an? Ne?
Sehr schön. Gut, hier in dem Anfangsgebiet. Also wirklich, sollte jetzt beim besten Willen nichts passieren. Also bei allem was lieb, aber... Da müsst ihr schon mit dem Teufel zugehen, dass das in die Buchs geht. So, der babbelt sich wieder zu Tode. Nippelt er ab. Gut. Ich meine, so gesehen, das Anfangsgebiet ist hier schon ganz gut für ein bisschen reinzukommen. Bei dem No-Death-Run, bei dem eigentlichen, da wäre schon ein bisschen nervös sind, denke ich. So, da kommt der Kollege, das mit dem Parry, das funktioniert hier sehr gut. Wie lassen wir das? Machen wir das altmodisch quasi. Samo hatte mir nicht... Ah ne, da hatte mir okay, das mit dem Goldharz kam später, ne? So. Guten Tag. Hoppala, mit dem habe ich schon nicht gerechnet jetzt. Du der nicht also in die Luft gehe. Stark. Zieh, Junge, zieh und... Tschüss. Was, klickt mal keinen No-Hit ran. Das wäre ja noch viel ekliger. Wir haben hier mit dem No-Death-Run schon genug zu tun. Ja, es ist nach wie vor so... So das geheime Ziel ist dreistellige Punktzahl. Aber ich befürchte, das wird schon schwer genug. Ich habe hier beim letzten Mal gesehen, wie es gelaufen ist. Das war ja zu Mäusemelke sozusagen. Da ist ja gar nichts gelaufen beim letzten Mal. Da bin ich ja überall gestoppt. Und nicht nur einmal. Ach, an Stelle, wo ich vorher eigentlich so nie gestoppt bin. Nie. Naja. Hey, da habe ich auch immer Schiss, dass ich da irgendwo runterfalle. So, heute Champions League Finale der Frauen. PSG, ne, Lyon ist es. PSG ist die beiden Männer, ne? Lyon gegen Barcelona. Um 6, also jetzt quasi. Ist jetzt gerade losgegangen. Bei den Männern war es, glaube ich, dann irgendwie Arsenal gegen PSG. Du Scheiße. Da wird schon die Scheiße ein paar Millionen zum Schiedsrichter rübergeschoben können. Dass der Tomate auf der Auge hat. Schläft der da oder lebt der? Fast wäre ja, genau das, so wäre es auch eben fast gegangen, ne? Gibt's da ohne was? Ne? Da ist ja einer. This is a more well, as once can. Have
you although I'll show. Aha. Ach, guck mal, du kann man auch die Waffe verstärken. Geil, das wusste ich schon gar nicht. Ausrüstung umwandeln. Ah, du brauchst mir der Antrieb noch viel weniger. Smithing helps. Ja, man tut immer wieder was Neues feststellen und finden. Geil. So, guck mal, du tut auch noch eine Liebe mit der Wand machen. Oder er ist voll gesoffen, muss ich festhalten, dass er nicht umfällt. Kann natürlich auch so. So, sonst. Guck mal, hier lungert noch einer rum. So, war nicht hier rechts um die Ecke auch noch eine. Dann hatte man da noch so Seele. Ah, ne, Panzerbrecher war es. Was geht mit dir ab? Sonst war hier jetzt, glaube ich, so, aber nichts, ne? Gehen wir zurück. Jetzt gehen wir quasi zum Drache. Ach, guck mal, den haben wir eben über sie. Warte mal, wie war denn das? Hier, ne? Ich tue schon so den Jack Fromsoft, den tue ich schon so ein bisschen. Beneide ist jetzt das falsche Wort, sagen wir mal bewundern, passt es vielleicht eher. Wie geil er doch immer quasi dann durchgeht. Und dann so No-Hit-mäßig und No-Death-mäßig und so. Der macht das schon geil, ey. Das muss man echt sagen. Man kann eigentlich auch rennen, ne? Ich war nach wie vor ein bisschen rostig unterwegs, dass wir da den Abgang machen und hinfallen oder so. So, jetzt wird's interessant, dass uns der Drache hier nicht die Porperze aufreißt. Das wäre extrem doof, um es mal so zu sagen. Ich bin mir halt ziemlich sicher, wenn man hier rein gehe und dann bei der wach. Und das hätte ich gerne vermeiden wolle. So, dann wären noch die Skeletttypen am Start, ne? Guck mal, das ist so ein Ding, ne? Beim Rausgehen tue ich das jedes Mal übersehe. Also beim letzten Mal auch schon. Wahrscheinlich immer. Und erst beim Zurückgehen sehe ich es dann. Ja gut, du gehst halt du raus, gehst du weiter und dann ist das so genau im toten Winkel, ne? So, jetzt war es komm, wir lassen uns nicht lumpen, die 5 Punkte geben wir uns alles schon wieder. So. So. Jetzt wäre man quasi an dem Punkt, wo man sagen würde, wir gehen zu den Skelette. Dumm genug. Aber wenn wir eh schon mal Dosen, warum nicht?
Jetzt ist die Frage, wenn wir uns hier runterfallen lassen, ne? Das ist mir aber ein bisschen hoch. Dann bin ich für kurze Zeit gestaggert. So, jetzt rennen wir hier zurück. Wow. Nein! Wir tun uns doch besser auf der Ecke runterfallen lassen. Ja, das war beim letzten Mal schon. Habe ich da irgendwo, war am Anfang der Boss durchrennen? Treppe halbe Höhe runterfallen lassen. Das wäre schon gut. Nee, das passt mir jetzt nicht. Jetzt machen wir ein neues Spiel. Arschlecke. Test 2. Ja, aber das sind halt schon so die Sollbruchstellen, ne? Also sagen wir mal so, man kann natürlich schon das auch erst mal weglassen, ne? Braucht man jetzt ja am Anfang noch nicht. Sagen wir so, das Gute ist natürlich, das Anfangsgebiet können wir so natürlich ausgiebig üben. Ist aber dann halt trotzdem so ein bisschen die Frage, ist das überhaupt nötig, das Anfangsgebiet so ausgiebig zu üben? Gut. Ich wollte gerade sagen, der 5-Punkte-Donny wäre mal nett, aber leider schon, ne? Warum habe ich denn jetzt den mit dem Dinges hier so wenig Schade gemacht und vorne dran bei denen so viel? Weil der gibt doch auch nur 20 Punkte. Na, 24. Als hätte die 4 Punkte mehr das jetzt quasi gerechtfertigt, dass ich mit meinem komischen Piekser nur Schade mache pro Schlag. Das verleitet halt alles so dazu, das versuche ich irgendwie durchzurennen, ne?
Du, du, du. Du, du, du. Also ein bisschen auf Indiana Jones und so hätte ich jetzt schon auch irgendwie noch, wenn ich ehrlich bin. Der hat schon, es hat schon Spaß gemacht, das Spiel, muss man halt schon sagen. Okay, die Baggezähne rausoperiert, ey. Ja, der... So weit waren wir schon immer eben, ne? Also, das Anfangsgebiet kenne ich mehr. Komm, hier haben wir uns erst machen, ne? Ach, jetzt müssen wir alles wieder machen. Das ist eine Wunderlave. Wow. Das ist halt alles immer so zeitabhängig. Der einerseits natürlich die Frage, müssen wir das jetzt unbedingt machen? Aber es ist halt schon... Also du gibst dir schon dann zwei Seelenpackager, die wir dann auch tatsächlich direkt reinvestieren können. Ne? Ich habe hier immer so ein bisschen Schiss, dass ich so beim Schlag so runterfalle irgendwo. So richtig abwegig ist das tatsächlich auch nicht. So, der hat hier jetzt irgendwie noch Wanderfluch gedingenst, ja, oder 3 oder irgendwie sowas. Dann gehen wir nochmal hoch zum Drache. Ach guck mal, du, die Tick, Trick und Track habe ich tatsächlich oder sie oder jetzt, wie auch immer. Die General Schlüssel. Anfangsgebiet hast du halt auch, also Anfangsgebiet, also das Tutorial-Gebiet hast du halt auch gemacht, ne? Wenn ich die Skelette da unten halt immer am Arsch und dann hauen sie sich halt am Arsch, ne? Das war beim letzten Motion 8 2 relativ knapp, ne? Halt klar, 2000er Päckchen, das ist halt schon nicht schlecht, ne? So am Anfang. Ich würde halt gern so ohne zu sterben bis einschließlich die Gargoyles, das wäre schon immer gut.
Wäre halt geil, wenn man dann noch den Schmetterling und so. Ja. Ich meine, die Punkte läppere sich dann schon die Zeit durch, ne? Aber um jede Ecke lauert der Tod. Und das ist halt so ein bisschen die Krux. Wo ich jetzt Krux gesagt habe, erinnert mich wieder direkt an Harry Potter mit diesem Horcrux oder Harkrux oder wie er heißt. Kennt man eigentlich auch eine Musik, der Harry Potter. So, hier gab es doch auch irgendwo Kram. Ein Dach. Also das Ding ist, man mischt hier halt irgendwie so runterspringen, dass du hinten die Skelette am Fuß der Treppe erstmal nicht reagiere. So. Dann können wir nämlich hier zurückrennen. Dann können die hier jetzt... Wow. Und das ist halt auch schon wieder knapp gewesen. Das ist knapper, als mir lieb ist, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kommt der Dollbohrer Aare runtergehupst, dann geht doch das Leuchtfeuer aus. Aushöhlung umkehren, keine Menschlichkeit. Ach so. Jo, ich muss die zuerst quasi poppe. Und die Menschlichkeit, die erhöht ja, glaube ich, auch das Finderglück. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt jetzt schon das Risiko mit diesem Panzer, nicht Panzer, mit dem Zweihänder eingehen soll. Weil benutzen kann ich den jetzt vorerst immer noch nicht. Ich glaube, wenn man es auf Nummer sicher spielt, wäre es, glaube ich, noch cleverer, wenn man das jetzt noch nicht macht. Jetzt habe ich das Ding wieder abgelehnt. Ach, ich kenne wieder das. Ich will das Scheißding aufheben. Nee, ich wollte doch gar nicht rasten. Ich will das doch noch poppen. So, was jetzt ich, die anderen zwei, die heben wir jetzt uns vorerst mal noch auf. Dann guck mal, dann machen wir die Stärke auf 16, Vitalität auf 15. So. Warum hat denn der jetzt eigentlich nichts abgezogen durch diese Brandbombe?
heute kein Wert, wir müssen den da oben zuerst wegmachen. So, jetzt wäre es ganz geil, wenn der nur noch 3 Schritte vorkäme. Ich habe jetzt keinen Bock, da in dem Eckelchen geht den zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt können wir dann hier runtergehen. Kurzschwert, ja, brauchen wir alles nicht. War das überhaupt irgendwas Sinnvolles? Ja, gut, Seelen sind immer gut. Dass da unter der Brick ist mal halt alles ein bisschen gefährlich, zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin. So, hier unten gab es meines Wissens nichts. Jetzt tun wir die Nebelwand aufmachen. Dann gehen wir aber direkt wieder zurück. Und gehe hier runter. Und diesmal sterben wir doch nicht. So, von da hinten kam doch auch schon jemand geschlappt. So, aber der, genau. Keine Ahnung, wo der jetzt so genau herkommt. Kommt der jetzt irgendwo runtergesprungen? Ach. Guck mal, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen, dass da noch so Turmgedöns ist. Wo geht's denn so lang? Wie dumm, das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Gut, aber auf geht doch nichts. Nein, das ist alles nur Seelepäckchen mehr gewesen jetzt. Gut. Bisher läuft es doch ganz gut. Boah, ich sehe das kommen ja. Ich bin nur auf der Couch wieder in, wenn ich mir irgendeinen Film angucke. Die Augen brennen jetzt schon, weil ich müde bin. Ich schwöre, ich habe eben Schritte gehört.
sind aber von hier oben noch, oder was? Ne? So. Geht mit dir ab. Wow. Ah, du mal. Ja. Gibt's sowas? Ja. Hitmacht auf Verzichten. Ne? Jetzt würde ich tatsächlich ganz gern zuerst noch da oben die fortschaffen. Leuchtfeuer aktivieren. Habe ich mir aufgeschrieben, wie viel Seele ich brauche für den Bogen und die Pfeile. Gut, 2000 Seele. Naja gut, wenn man noch ein bisschen was koppelt, das mich noch mal reichen. Stark. Den kann man helfen, ne? Gut, dann holen wir uns da drüber die zwei. Zuerst nur eine, umso besser. Noch was getroppt. Ein Speer. Geil. So, jetzt brauchen wir noch 300. Das wird man wahrscheinlich hinkriegen. Wenn wir das sind wahrscheinlich 200. So, dann gehen wir zu dem und kaufen uns zuerst mal den Kurzbogen und dann Pfeile. Thank you kindly. Hm. Gone mad, have you? I'll teach you, you limey. So, und jetzt kriegen wir noch Ujigadana und Schlüssel und Menschlichkeit und bla. Geil. So, war hier irgendwo noch was? Guck mal, der hat jetzt 50 Gap, ne? Das ist natürlich auch nicht so viel. So, sagen wir so, wenn sie jetzt einzeln käme mir das fast hier noch entgehen. Geil! Hätte mit. Sehr stark.
Hier unten gab es erstmal nichts. Und hier oben gab es dann, meine ich, Armbrust oder sowas. Gut, die hätten wir jetzt eigentlich auch noch gar nicht nur wirklich gebraucht. Irgendwie so Item liegt hier nirgends mehr, ne? Jo, da war ja was. Wow! Ich verstehe gar nicht, warum ich manchmal 67 Schade mache und manchmal 99. Hier müsste ich ja eigentlich schon alle geplättet haben. Also, jetzt haben wir hier den Kurzbogen, Pfeile. Tschüss. Tschüss. So läuft's jetzt ganz gut eigentlich. Stark. Lungerst du da hinten rum? War schon schöner Wetter. Oh, das ist ein Lanzenträger, oder? Nee, ist nur ein großes, langes Schwert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht extra Punkte gäbe. Eigentlich müsste doch dort drin jetzt alles geklärt sein, bis auf den, der hier rechts in der Ecke ist. Sehr gut. Was gibt der? Wunderbar, weiß nicht. So. Was konnte man hier eben machen? Schließen. War hier auch noch einer, ne? So. Item ist hier keins mehr. Hier hinten gab... Was gab's hier? Gab's hier die Blitzdings? Harz? Ne, schwarze Feuerbombe. Kann man noch für Schwein brauchen. Der Anna hat schon wieder verkrümelt. Das war doch 3, ne? Da gehen wir durch Nuff. So war, glaube ich, auch noch Items. Das Anfangsgebiet hier, das ist ja eigentlich das K-Thema. Da weiß ich ja eigentlich mehr oder weniger blind, wo die Gegner sind. Wie ich schlafen und machen muss, das kann eigentlich nicht so viel schief gehen, finde ich. Aber dann wird es halt tatsächlich, naja,
Ah, den zweite habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Dikowski. Komm, wir trinken mal was. Sicher, sicher. Sagen wir mal so. Jetzt denken wir dran. Hey, du hast einen Pfeil im Au. So, jetzt kommt ein Black Knight. Ah, noch klar. Aua. Das war dumm. Gehen wir noch ein bisschen zurück, dass die Ausdauerleiste bedingt ist. Ich verstehe nicht, warum die Backsteps manchmal nicht gehen. Ja, geht doch. Ach, die Backsteps, die müsste irgendwie so Bonusseele geben. Ein C-Stick oder so. Einfach so, weil es hier schon einfach geiles Backstep zu machen. So, hier geht es dann quasi runter zum Pavlinio. Aber den Kollege machen wir natürlich jetzt. Da hatte man uns überlegt, den machen wir erst mit dem Dracheschwert, weil wir dann mehr Schaden machen. Ah, so war ich schon die Nebelwand. So, bevor wir jetzt verkacke, rüsten wir uns hier das Goldharz aus. Kommt er? Ich weiß nie, wie weit ich da gehen muss. Ich habe immer Schiss, dass ich dann auf der falschen Seite bin. Jetzt, ne? Jo.
Ich hab gedacht, Streffne. Jetzt rast die Pumpe schon ein bisschen. Okay, haben wir uns erst nur lang. Ah. Herzinfarkt, ey, Herzinfarkt. Also ich glaube, das ist zu hoch, so kann man nicht drüber springen, ey. Aber ey, mich kotzt da so an, dass hier alles auf der gleichen Taste liegt, ey. Springe, Rolle, Ausweiche, Renne. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt... Nein! So hätte ich jetzt gern erstmal volle Energieleiste, weil du kriege ich jetzt vielleicht den Feuerstoß ab. Niu, niu. Immer runter, Level hoch. Wir haben hier vorerst, glaube ich, nur genug, um wir haben hier vorerst nur genug, um den Bogen, um das Racheschwert zu benutzen. Ich glaube 16 Stärke brauchen wir da dafür. Jetzt haben wir jetzt geguckt, ich glaube so 6 Mo. Ich glaube an die 20 brauchen wir. Acht. 9. Zehn. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17. Ja, noch 2 Stück oder so, damit das so eigentlich reiche.
18, circa. Oder 19, ich weiß gar nicht. Dann sagen wir jetzt 19. Da wäre jetzt unter Umständen 20. Das könnte dann schon der letzte Pfeil vielleicht sein, wenn man wirklich kann. Immer nicht. Herrgott noch mal. Ich habe halt aufgeschrieben 20 bis 25 brauche ich. Immer noch nicht. Endlich. So. Sollen wir jetzt der Habe machen? Eigentlich schon, welche das jetzt dieser Taurus-Dämon auf der Brücke. Nee, Spaß, komm. Mehr ist besser als weniger. Ich sag's wie es ist. Eigentlich schon Witz, ne, dass dieser Taurus-Dämon 5 Punkte gibt und dieser Drache auf dieser Brücke nur 3. Das kann ich wieder keinem erklären. Och ey, warum dann jetzt auf einmal so viel oder so schnell hintereinander? Normal hat er nie so schnell hintereinander gemacht. Mir hat er aber eigentlich gesagt, mir wolle in Zukunft den anders herumgehe. Und zwar von dem Leuchtfeuer den normale Weg wieder zurück zum Havel, dass man nicht wieder durch dieses Flammemeer laufen müsse. So hatte man uns eigentlich mal besprochen oder entschieden. Tschüss. Her mit deinem Ring. Mir ist dein Ring. Mir ganz alleine. Mein Schatz. Bist du das eigentlich der Ausgang? Nee. Guck mal
gucke gerade mal Unterlage. So, Händler haben wir gemacht. Und Katana, Steg, Feuer. Ja, das haben wir gemacht. Black Knight Hammer, Taurus den Hammer. Dracheschwerthammer, Habelhammer. So, und jetzt müssen wir quasi unter der Brick dass ich aber jetzt nicht wieder beim Drache durch muss, würde ich jetzt den Weg hier gehen. Wow. Dann nehmen wir irgendwo da hoch. Da können wir wenigstens ein bisschen drumherum pendeln. Irgendwas saugen. Ja, wenn man quasi so den anderen Weg geht, das ist als gar nicht so gut, weil dann tun die irgendwie ganz komisch reagieren teilweise. Komm, bevor der mir so irgendwas ins Reiz drin jagt. Wow, das war jetzt vielleicht nicht so clever. So, jetzt rennen wir da einfach drüber und hoffen, dass wir nicht getroffen wäre. Alter, wo kommt der dann jetzt auf einmal so schnell hergesprungen? So. Ich würde jetzt tatsächlich vorerst mal nicht aufleveln, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ah, da sind wir doch safe. Da kann ich doch jetzt mal gucken beim Antrieb. Und zwar so brauchen wir knapp 20.000 Seele. Das bedeutet, wir müssen jetzt ein bisschen sammeln. Wir müssen jetzt ein bisschen sammeln. Deswegen würde ich jetzt auch vorher schon nicht aufnehmen. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Schiss, dass sie von da oben irgendwie runtergerannt kommen und mir dort dann ins Kreuz drin hüpfen. Geht das? So. Und wo kamen wir da jetzt raus? Ich glaube, unten in dem Turm, oder? Wo es dann hoch zum Schwein geht.
Ja, genau. Und da hatte man ja geklärt, dass man den Black Knight Moschee links liegen lasse erstmal. So rennen wir Dash ungefähr hier hin. So. Und dann kommen wir hier von der Unne wahrscheinlich ein paar Fußsoldaten. Ja, genau, das vielleicht. So, kommt hier der nächste. Kennt halt noch ein bisschen hochkomme, weil ich so ein bisschen Schiss habe. Das ist nur, wenn das Schwein wieder angehupft kommt. Wäre halt irgendwie geil, wenn man sich ducken könnte, ne? So, jetzt der Anna kommt, so glaube ich, auch jetzt hochgerannt. Das würde ich vielleicht, genau, den zuerst machen. Bevor wir uns dem Schwein widmen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht dumm wie ich bin runterfalle. Weil der hier immer so Schritt nach vorne macht, ne? War zu hoch. Das war der. Ja, das war aber auch nicht gut gemacht. Der musste eigentlich mehr in die Ecke. So, der war gut. Der war gut. So. Kabel haben wir gemacht, Pengbohr haben wir gemacht. Pengbohr. Das hört sich irgendwie wie an, so. Nicht so wie in so einem Martial Arts Film. Ach guck mal, der hat hier. Aber das ist jetzt das ist ein bisschen nah am Feuer, ne? Warte mal. So. Warte, wir nehmen zuerst nur hier. Ich glaube hier ohne eine haben wir noch. Geil. Geil! Ohne war kein Geheimschlüssel. Der ist ganz geheim, der Schlüssel. Ich bin gespannt, was wird hier der aufmacht, der Geheimschlüssel. Mir hier fast ein bisschen dunkel. Oder die Balge hier zu schlüpfen. Gerade viel wie ich bin.
hier war, glaube ich, kein Gegner. So, wo kam man jetzt nochmal hin? Ja, genau. So. Jetzt machen wir zuerst den. Der wäre genau in den Kopf gegangen. Ach, fick dich doch. Ich verstehe, warum der Manchmut diesen Tritt nicht macht. Aber das ist auch wieder. Der Tritt liegt auf Vorwärts und Angriff. Ja, dann macht der Schritt vorwärts und greift an. Passt ja auch. Also muss er halt echt wieder komplett simultan trigge. Ach, find ich doch. Komm raus, du Zopp. So nehme ich. Das ist der andere. Und der kann schon Erde hochkommen. Tschüss. Hat nicht nur was Falle gelassen. So. Dann gehen wir jetzt hier um die Ecke. Schnappe uns zuerst nur da unten das Item und bringe den da um. Kellerschlüssel. Schlüssel über Schlüssel. Geheimschlüssel, Kellerschlüssel. Ich möchte nur noch wissen, wo die ganze Schlüssel angehören, ne? So, jetzt holen wir uns noch das Ding da, die Helbade. Machen wir hier nochmal so ein kleiner Umweg da drüber, da uns die Hälfte da drinnen ziehen. Jetzt gehen wir da runter. Boom. Tschüss. Tschüss. Gehen wir zum Entree. Fülle unser Flakons auf. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie viel Rune diese Gargoyles gäbe. Aber die Gargoyles, das ist schon so ein bisschen mehr oder weniger die Erstsollbruchstellen, ne?
normal, leicht. Aber, kann halt auch in die Buchs gehen. Das ging jetzt hier relativ flott. Das hatte ich aufwendiger in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Wo hängt der dann immer? So. Jetzt machen wir zuerst hier den. Am liebsten wäre es mal, der wird hier mit rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß ja nicht, ob der so weit geschlappt kommt. So. Oh, muss der Anna jetzt auch noch kommen? Das mir jetzt ein bisschen zu kiebisch. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Gas geben hier. So, jetzt können wir nochmal zurück. Ah, gut, bringt der was. Bevor wir jetzt gleich da runtergehen, oder da hochgehen, die Gargoyles mache. Gehen wir nämlich runter an den Feuerband rein. Tun unser Flakons aufleveln. Dann haben wir nämlich 10 Flakons. Und wenn wir uns heilen lassen, heilen wir mehr. Beziehungsweise schneller.
hier auch noch ein bisschen sammeln gehen. Ich glaube, für den Zweihänder brauchen wir Hi Kato Soul 77 und alles klar. Jetzt können wir hier die Flakons aufleveln. So. Gut, der andere Held ist noch nicht so. So, dann können wir jetzt hier nochmal 10 Stück holen. Und dann können wir hochgehen zu den Gargoyles. Wenn ich da dran denke, da wird mein Puls direkt wieder in die Höhe getrieben. Jetzt in die richtige Aufzug gehe, dann bin ich direkt tot, ey. Das wäre wieder so unwürdiger Tod für genau das, Mann. Ohne Scheiß. So, jetzt weiß ich aber nicht, was für Gegner hier jetzt wieder auftauchen. Also der auf der Treppe, ist der wieder da dann? Stimmt, oder? Jo. Irgendwie. So, dann renne ich hier vor. Ah! So raus ist vielleicht, jetzt wäre jetzt vielleicht dumm. Stark, Junge, stark. Nein, K2. Schnell abhaue. Ja, ich hab's jetzt tatsächlich in Dark Souls Remastered noch nicht probiert mit Magie. Aber wenn ich das richtig weiß, ist Magie in Souls-Spiele meistens relativ gut. Magie hat halt so ein bisschen den Vorteil, dass man viel Gegner so aus der Distanz kaputt machen kann. Das ist schon relativ charmant, muss ich sagen. Jo, ich spiele eigentlich auch meistens Decks oder, also Stärke eigentlich auch selten, meistens spiele ich Geschicklichkeit. Aber jetzt zum Beispiel in Elden Ring habe ich auch mal mit Magie durchgespielt und das ist tatsächlich schon auch ganz geil. So.
Hellebade. Goldharz. So, der soll jetzt erst im Schädel vorkommen. Ah! Nee, komm. Shadow vorgeblippt jetzt. Wie hat denn der mich jetzt schon wieder getroffen? Hä? Nein! Ach, das ist einfach scheiße mit den Gargoyles. Den ersten muss ich einfach kaputt haben, bevor der zweite kommt. Das ist einfach eine Sollbruchstelle. Ich muss mir mal angucken, wie der Jack FromSoft den gemacht hat. Oder die gemacht hat. So, jetzt könnten wir vielleicht noch mal kurz die Waffe wechseln. Nein, wie viele Punkte haben wir jetzt? 25. Ja, ich muss eigentlich sagen, also mir hat Elden Ring extrem viel Spaß gemacht. Ich habe das auch schon irgendwie schon 4-mal durchgespielt oder so. Also 2-mal alleine und 2-mal im Koop. Das DLC habe ich natürlich auch durchgespielt. Also in Elden Ring habe ich auch mit Abstand, mit weitem Abstand die meisten Stunden gespielt. Über 500. In den meisten anderen Souls-like Spiele habe ich eher so, sagen wir 100 oder 120. War immer ein bisschen davon abhängig, ob ich dann irgendwelche DLCs gespielt habe oder nicht. Aber in Elden Ring hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen die wie sagt man, den Ehrgeiz, quasi alle Trophäen zu bekommen, und die habe ich auch tatsächlich alle. Ja.
Also normalerweise würde ich jetzt im Sommer auch viel draußen sind und Sport machen, also in der Regel Tennis spiele, aber ich bin gerade verletzt. Ich habe Muskelfaserriss in der rechten Wade, deswegen kann ich kein Tennis spielen. Ärgert mich brutal, weil wie hat er mich jetzt getroffen? Ja, ich bin schon wieder tot. Ich verstehe nicht, wie der mich zwischendrin eben getroffen hat. Ich verstehe es nicht. Und warum der da 5-mal an dem vorbeigehauen hat, verstehe ich auch nicht. Ja? Ich habe den anvisiert. Was will er mehr als anvisieren? Für was habe ich denn das anvisiere, wenn es nicht funktioniert? Einwandfrei habe ich ihn anvisiert. Und dann haut er irgendwo in die Luft. Was für Sport machst du? Ey, wenn ich die mit meinen Safe Games nicht schon, keine Ahnung, 10 Mal gemacht hätte im First Try. Und sobald es hier nur um was geht, gut, das ist jetzt auch noch Training, aber zumindest ist hier der Versuch quasi, das so ein bisschen durchzuspielen jetzt immer bis zu einer, also bis zum Ziegepeter hin oder so. Ah ja. Ich hätte ja tatsächlich auch mal Bock irgendwie irgendwas in der Richtung zu machen, also sagt, keine Ahnung, so Krav Maga, Kickbox oder sowas. Aber das ist alles so weit weg, ey. Und da habe ich ja hundertprozentig keinen Bock, dann 2 Mal in der Woche abends so 3/4 Stunden zu fahren, bis man da irgendwo ist, wo man sowas machen kann. Also das kann ich knicken, dass ich das mache. 2 Mal in der Woche oben. Das mache ich vielleicht 2 Wochen lang, dann verliere ich die Lust. Wenn das jetzt hier quasi, was weiß ich, 10 Minuten oder was, mit dem Auto. Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Ja, 15 Minuten so mit dem Fahrrad ist egal oder mit dem Auto. 15 Minuten so, das ist 10, 15 Minuten, das ist ja alles noch okay, aber dann 3/4 Stunden Parkplatzsuche und bla.
Ey, wie man einfach nur zu dumm sind kann, nur irgendwas zu treffen hier. Das Geile ist halt, wenn du den Schwanz abschlägst, dann ist der hier kurz Zeit so ein bisschen gestaggert. Die sind doch eigentlich echt nicht so schwer. Halt dem eine den Schwanz abschlagen und dann, wenn du dem halt mit der helle Bade den Schwanz abknippelst und die Blitzgedöns drauf. Und dann nimmt der ja auch ordentlich Schade. Und dann ist der weg. Und dann der andere. Fertig. Ist eigentlich nicht so schwer. Aber ich bin nur irgendwie zu blöd vor. Wenn ich es nicht schon zigmal im ersten Durchgang gepackt hätte, ne? Oh, babbel nicht. Gegenstand kaufen. Gut, Giftresistenz. Was kostet der Spaß? Ja, 15.000 am Arsch. Naja, also die 25 Punkte, die müssen auf jeden Fall drin sind. Aber eigentlich, ach, die Gargoyles, die muss man einfach packen. Das gibt's gar nicht, dass man die nicht packt. Hi, Nilay, 2933. Ja, soweit. Erstmal alles okay. Aber die, die Gargoyles, die nerven mich. Warum kann ich denn hier die Tür nicht aufmachen? Feiern dann noch den Geburtstag nur, oder was? Menschlichkeit her damit. Ah ja? Können wir ja machen. Wäre ja aber eigentlich was für den Winter. Man kennt es natürlich mit dem Grille verbinden oder so. Wäre natürlich auch ganz geil. Muss nur aufpassen, dann kommt der Anna wieder mit seinem Insatz von 5 Euro pro Runde oder so.
Das Graswappenschild ist das Ausdauer zurückgibt, oder? Oder die Ausdauerregeneration beschleunigt. Ja. Kennen wir das eigentlich mittlerweile in Pfarre? Also, es kommt ein bisschen aufs Gebiet drauf an. Und zwar gibt es hier unten dieses Schandstadt, oder wie das heißt, wo der ganze See voller Gift ist. Da ist dann tatsächlich das Spinneschild hier geiler. Aber ansonsten benutze ich auch meistens das Grasfarbe-Schild. Was? Ach so, gut. Gegenstand kaufen. So, mir hatte glaube ich gesagt, 18 kleine Scherbe brauchen wir. Dann haben wir gesagt, brauchen wir die Waffenschmiedekiste und die Reparaturkiste. Und wenn wir eh schon dosen, holen wir noch ein paar Pfeile. So. Dann können wir hier nochmal aufsteigen. Vielen Dank für den Follow. Alles klar, viel Spaß. Okay, Emo reicht nicht. Das wäre Emo wäre der Akku. Geil. Hatte man nicht irgendwie festgestellt, hier raus kommt er nicht. Wo ist er? Ich meine, so wäre es gewesen. Ey, ich bin wie Robin Hood, ey. Ich schieße die Pfeile immer an genau die gleiche Stelle. Ja, also dumm sind am Leuchtfeuer hängen bleibt, kann ich ja nichts dafür. Ach, zu schnell. Noch Amo, das kann dann schon reichen, ne? Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, den Titanit-Dämon da unten, macht man den oder eher nicht? Atmung 2,9, das reicht doch bestimmt noch mal für ein Level. Guck mal, der hatte noch was. Schmiedehammer. Der Schmiedehammer. Was braucht man für den? Ach guck mal, den könnte ich sogar schon benutzen. Der wäre ja vielleicht für den Titanit-Dämon da unten ganz geil.
Der immer mit seinen dummen Angriffen do. Von oben auf Spieße ist doch auch unfair. Was gemein ist das? Ja, da müssten wir am Anfang, was habe ich in meinem Dokument drin stehe. Aber ich glaube, da habe ich drin stehe, dass wir den irgendwo links liegen lassen. Habe ich gar nichts stehen quasi. Also die Gargoyles müssen wir definitiv noch mehrfach üben. Und am liebsten hätte ich auch noch so ein... warte, nicht noch irgendwie? Und am liebsten hätte ich halt tatsächlich... was waren wollte. Die Gargoyles müssen wir üben. Die müssen wir packen. Das ist so ein bisschen jetzt so eine Art Sollbruchstelle. Jetzt kommt natürlich die nächst gefährliche Stelle. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. War das direkt hier um die Ecke? Nee, ne? Das war, glaube ich, hier durch. Und dorthin irgendwo. Ja, ich höre sie doch von hinter mir. Mit der Hufe Scharre. Mit der Hufe Scharre, um mich umzubringen. Nein! Hör auf zu hupsen, du Dollbohrer! Is it right? Well, and Nein! Ich will den nicht widerrufen. Ah, doch. Habe ich schon eine abgelegt? Ich glaube schon. So, jetzt greife die mich doch, glaube ich, nicht mehr an, ne? Ja, gut. Weil jetzt ist die ganze Geschichte schon deutlich entspannter hier. Greifen die mich hier jetzt auch nicht an oder greifen sie mich hier dann noch an? Wieder. Also wenn man die Gargoyles kann, dann ist, glaube ich, der Schmetterling, der ist dann normalerweise kein Problem. Ach, hier das Gebiet, das mischt man nochmal auch hinkriegen. Kann man hier durchrennen, sich hinter also hier der Eid bei der Katz hole, dann greifen sie dich hier auch nicht mehr an. Dann haben wir die Steinrüstung. Hier sind wir herkommen, ne? Weil hier gibt's eigentlich
Ja, ich meine, klar, die Ritter und so, aber die muss man ja nicht unbedingt machen. Stark. Easy. Nimm doch jetzt das Item. Danke. Durchrenne vielleicht. Bleib doch nicht überall hängen jetzt hier. Tschüss. Hier hoch wird er ja wohl eher nicht kommen, oder? Das wäre nämlich gemein. Bäumchen kann hochkommen, das ist nicht so schlimm. Nein, hör auf! So. Jetzt wollte man Folgendes machen. Havel. Steinrüstung. Könnte man theoretisch die Bogen ablegen. Man könnte natürlich auch noch versuchen, einen Bogen auf den Schmetterling zu schießen, ne? Wir hatten aber, glaube ich, schon mal festgestellt, dass wir den nicht treffen mit dem Bogen. Bestimmt auch irgendwelche Schilder, die gut sind gegen Magieschaden. Das wäre jetzt an der Stelle wahrscheinlich ganz gut, ne?
Weg. Das war nice. Das war mir vorher nicht bekannt gewesen, dieser komische liegt nämlich auf dem Boden explodiert. Wenn das nur so an die Brick andocke. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Nein! Egal. War schon weit genug weg. Komm, jetzt doch schon nochmal an, oder? Ja, komm, jetzt. Du schon nochmal fasse. Geil. Jetzt tun wir uns noch ein bisschen mehr beweglich machen. Jetzt könnte man eigentlich noch mal durchrennen, ne? Gehen wir hier hoch. Nicht, dass irgendwas schief geht. Hunde kaputt machen. Leuchtfeuer, Tür öffnen, links halten, durchrennen. Dann Eid ablegen. So, dann können wir uns die Heimkehrknochen sparen. Hoch, Drachendrücke, aufpassen, links Kellertür. Drachendrücke. Da würde ich sagen, das muss ich auch ein bisschen umstrukturieren, dass ich zuerst zum Schmetterling gehe und dann zu dem Typ im Hinterhof. Weil der Schmetterling ist eigentlich relativ easy. Ist das hier der Ausgang? Ja, ne? Vielleicht gar nicht so dumm, wenn wir uns hier kurz Shit hinhocken. Ja, komm, gehen wir mal so durch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich hier schon mal hingehockt habe oder nicht. Wahrscheinlich schon so. Aleo habe ich. Alle so reflexartig schon, ne? Normalerweise sollte man aber hier relativ easy durchkommen. Ach, wenn jetzt hier die Typis noch hier raus dingen sie. Weil 3 Schläge sind sie kaputt. Wenn ich die Treppe werden sie stackert. Sollte eigentlich nicht schief gehen. So wäre es mir aber jetzt tatsächlich ganz recht, wenn er ein bisschen weiter zu mir käme. Damit ich nicht hier an diesem Abgrund kämpfen muss. So, hier war noch irgendwas.
So, den Titanit-Dämon hier. Lassen wir wieder links liegen. Bis der sich umgedreht hat und ausgedingenst hat. Müsste mir doch schon wieder relativ gut bei sind. Der André ist fort. Die faule Socke. So, jetzt könnten wir hier nochmal aufsteigen. So, und jetzt gehen wir nochmal zum Feuerbahnschrein. So, und gehen dann den Keller aufmachen. Hey, wir müssen unbedingt so führt kein Weg dran vorbei, die Gargoyles übe. Die müssen wir eigentlich aus dem FF können. Ich meine, Dark Souls, da kann immer was passieren, aber eigentlich bis zu den Gargoyles sind wir aus meiner Sicht relativ safe. Kann eigentlich so viel nicht schief gehen. Geheime Ritual. Was ist denn das geheime Ritual? Nie gehört. Ist mir jetzt mit dem Dracheschwert fast ein bisschen riskant. Well, what have we here? So, das war wichtig, weil der bringt sonst hier die Tussi um und dann kann ich mich da oben am Leuchtfeuer nicht mehr hinfläzen. So, und du müsst jetzt eigentlich sein Item liegen. Oder auch nicht. Ich glaube, man muss raustappen und wieder reintappen, quasi. Oder auch nicht. Ah, doch. So, was wollte man machen? Ah, ich weiß wieder. Und man muss hier natürlich sagen, so können die Gegner jetzt verhältnismäßig so schwach sind, wie sie wollen. Wenn sie dich doch kalt erwischen und du irgendwie in den Abgrund fällst, ja, dann bist du tot. Können die Gegner schwach sind, wie sie wollen. Die Tür kann man, glaube ich, nur von der anderen Seite machen. Ja.
Jetzt müssten wir, glaube ich... Also bin ich mir jetzt gar nicht so 100%ig sicher. Aber ich meine... Ah, nee. Warte, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja, warte, müssen wir gleich mal ausprobieren. So. Und zwar ist das hier, meine ich, hoch. Ah ne, da kommen wir aber jetzt hier wieder Unerdebrige raus. Oh, was ein Rotz. Da müssen wir jetzt hier wieder mit dem Dinges hier aufpassen. Ja, ey, Schritt zu viel Gang. Müssen wir jetzt nochmal provozieren. Ja. Tut der auch Speie, wenn ich einfach hier stehe? Nee, ne? So, Kellerschlüssel. Warte, ohne Ware auch irgendwie Gegner, oder wie war das? Ware so Haufen von den Drecksköder, ne? Warte mal. Was war hier? Ah, da war hier das Shortcut. Cool. So. Hä? Verstehe ich runtergefallen. Jetzt kommen wir aber zu den Drecksköder. Kommt der jetzt nochmal da hochgeschlappt, ne? So, die Hunde sind schon einmal perforiert, das ist schon mal sehr viel wert. Gut, hier innen gab es, glaube ich, irgendwie Menschlichkeiten, so Geschiss. Oh, das sind aber viel Gegner. Guck. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil die drehen hier schnell und gern aggro mit ihrer scheiß Fackel. Ja. Ja, das habe ich gemeint. Wenn sie das mache, dann Schicht im Schacht. Ich meine nicht, dass sie irgendwie was aushalten täte, aber wenn du aufpassen tust, sind die halt leider auch da tot, ne? Und das sind halt auch viele auf einmal. Ja, ne, guck das an, vor allem wenn es dann zu dritt kommen und das komische Gewackels du mache. Und das alles für Doppelmenschlichkeit, oder was es war. Gut, wenn du halt das Schild hochhältst, dann rennen sie gehen, sollst du sich den Kopf und gebe auf. Kurzzeitig. Muss man halt auch sagen. So, und jetzt kommen die ganze komische Assassine, oder wie das war. Das hab ich mir irgendwie anders vorgestellt, ne? Oder kommen die erst weiter unten? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie da hinten, genau, dass sie da hinten rauskommen.
Ja, das ist halt schon ein bisschen blöd alles. Jetzt gucken wir mal, wie viel von denen Flakons ich jetzt schon wieder aufgebraucht habe. Gut, man muss sagen, da gibt es hier dann unten den Shortcut. War das? Ah, hier ist die Tür. Gibt es unten hier den Shortcut, das heißt, da wird man dann zuerst natürlich noch mal kurz die Seele auffrischen gehen, bevor man dann zum Ziegepeter geht. Aber geil ist auch nicht. Warte mal. Ne, da ist schon einer in der Mitte rausgekommen eben, ne? Jo. Da war auch irgendwie so Fall oder sowas. Ich glaube, und das ist nämlich das Tückische, die kennen Parry mit ihren Scheißschilde. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und damit kennen sie dich halt an richtig ficke. Na, ja, natürlich! Backstep. So habe ich auch nie dran gedacht. Ach, die waren so nervig, die Viecher, du. Ich weiß noch, als ich das erste Mal durchgegangen bin, also sind mir die Schweißperle auf die Stirn gegangen, ey, ich bin so oft gestoppt. Und ich bin zum Verrecken nicht hier durchgekommen. In einer Tour bin ich draufgegangen, ich weiß es noch ganz genau. Aber mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Gut, wir sind jetzt natürlich... Oh. Wir sind natürlich auch verhältnismäßig stark aufgelevelt. Muss man halt auch dazu sagen. Ja, das weiß ich noch ganz genau, dass du nur einer der Eck stand hat. Ja gut, wenn du nicht kommst, mir soll's recht sein. Ich hab noch genug Pfeile für dich. Stark. Ich hab das irgendwie so in Erinnerung, als wäre hier irgendwie ein Shortcut. Aber ich wüsste jetzt gar nicht so genau, wo der Shortcut hin soll. Ist du noch irgendwo eine Tür? Kann ich mich nicht dran erinnern, dass hier noch irgendwo was wäre. Weil das ist doch auch nicht die Havelstelle hier. Das ist irgendeine andere Stelle. Du noch das? Was ist ah! Ja, jetzt weiß ich. Giftpfeil gibt's doch. Ja, 40 Minuten jetzt erst noch reichen. Ja, gut. Und dann kann ich quasi hier den Shortcut aufmachen. Die Ratte müsste eigentlich noch... Doch nicht.
So, was ist mit dem? Das wäre mir fast ganz gut, wenn wir hier reingehen, ne? Weil Pause. Wo kommt denn der Body jetzt eigentlich her? Normal war das doch immer nur eine. Vielleicht ist das der von der Ober runtergesprungen war, ist. Ja, eigentlich lohnt sich halt nicht, ne? Weil die hier so wenig Seele. 96 ist eigentlich nicht der Rede wert. Aber gut, Kleinvieh macht auch Mist, ne? So, jetzt können wir uns nämlich hier hochleveln. Können wir die schon rüber machen. Den tun wir jetzt erstmal ignorieren, weil dann schmeißt uns der andere Ding auf den Kopf. Guck, hier ist eigentlich nur eine. So, jetzt laden wir da hin. 100 Giftpfeile brauchst du halt 10.000 Seele. Das ist schon viel. Ich glaube, steht jetzt nicht mit direkt, wie viel von den Dinger ich haben soll. So, aber hier, achso, hier geht's nicht weiter hoch, ne? Ja. So, jetzt quasi der Retourweg, der ist ein bisschen, ja, ist der mehr tricky? Ne, eigentlich nicht, du musst halt auf die Hunde aufpassen. So, und jetzt sind das aber noch, glaube ich, 2 Hunde. Kommen die? Ah jo, runterspringen hätten sie jetzt nicht müssen. So, jetzt sind wir bereit. Ich glaube, das war's jetzt aber hier auch, oder? Jo. Und jetzt ziehen wir die Steinrüstung an. So, was habe ich mir hier aufgeschrieben? So.
brauchen wir was. So kann er da unten vielleicht noch ein bisschen rumstehen. Tschüss. Eigentlich auch easy. Ist schwer ist es nicht eigentlich, ne? Gut, man muss jetzt natürlich sagen, wir sind auch ein bisschen stärker da drin, wie wir vorher immer waren. So, jetzt können wir aber hier aufmachen. Und können dort rein. So, aber das machen wir heute nicht mehr. Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Die Gargoyles. Die sind einfach so ein bisschen die Sollbruchstelle. Die sind so ein bisschen die Sollbruchstelle. Naja, gut. Also, am Montag ist auf jeden Fall nichts. So bin ich auf einem Geburtstag. Der beginnt zwar schon um 12, aber ich bezweifle, dass ich da um 18 Uhr schon zurück bin. Und selbst wenn ich um 18 Uhr zurück sein sollte, weiß ich nicht. Also, jo, da werde ich ja was trinken, da muss ich noch duschen und machen. Also ich denke, dass erstens mal denke ich, dass später wieder als 18 Uhr und zweitens denke ich, bin ich dann so platt, dass ich wahrscheinlich eher nicht streame. Dann die Woche drauf am Samstag fällt auch aus. Da ist erstens Tennis und Fußball und bla. Und Geburtstag von meinem Vater. Aber quasi dann am Montag in einer Woche, da müsste es eigentlich wieder gehen. Das wäre dann der 1. Juni, glaube ich. Ja, das müsste eigentlich wieder funktionieren. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Guter Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Montag in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao. Geht nicht. Scheiße.